Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, eine ganze Woche lang habe ich mir Zeit gelassen, um irgendwelche Themen zu finden, beziehungsweise habe ich abgewartet, was sich so beim FC tut, denn wir haben ja aktuell Länderspielpause, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich genieße es. Ich habe jetzt tatsächlich auch mal eine Woche frei und es ist schon okay, dass ich bis zum kommenden Freitag mir keine Gedanken um den FC machen muss. Lief ja auch bis dahin ganz gut. So kann man auch entspannt in die Länderspielpause gehen und sich auch um die ein oder anderen Sachen kümmern, die vielleicht bisher auf der Strecke geblieben sind, die man am Wochenende halt auch nicht wahrnehmen kann, weil man halt zum FC geht. Das ist halt immer so ein kleiner Teufelskreis. Wir werden heute ein paar Themen besprechen. Ich glaube, insgesamt habe ich da mal 4 Themen auf dem Teller, die ich euch servieren werde. Das sind zum einen ein paar Neuigkeiten, würde ich es mir jetzt mal so nennen, zum Ausbau des Geisbocksheims bzw. Aufbau des Nachwuchsleistungszentrums. Dann sprechen wir über Christian Keller. Der hat sich geäußert zu dem Thema, ob ihm die aktuelle Systemumstellung passt oder nicht, oder ob er damit ein Problem hat oder nicht und dergleichen. Da zitieren wir diesmal auch den Geistblock, will ich direkt von Anfang an sagen. Kann man sehen, wie man mal will, aber das ist halt dann doch zu relevant, als dass man es auslässt. Und zu guter Letzt, als dritte Thematik, zum Ende hin kriegt ihr einen kleinen Mini-Haul. Hab mir 2 Sachen gekauft im FC-Shop. Wobei ihr wisst mittlerweile nicht, was habe ich schon vor kurzem gekauft, was habe ich schon seit längerem. 2 kleine nette Sachen, die ich dann euch zu guter Letzt präsentieren möchte. Ach ja, und direkt zu Anfang, also am Freitag hat unser 1. FC Köln im Franz-Kremer-Stadion ein Freundschaftsspiel abgehalten gegen den FC Groningen. Ich habe mir bisher keine Highlights angesehen, aber 2 Dinge, die auf jeden Fall schon mal weiterhin im Hinterkopf bleiben und festgehalten werden dürfen. Adamian und Tigges haben im Sturm begonnen und mal wieder keinen Erfolg gehabt. Wen wundert's? Ich kann nur sagen, das war wohl die letzte Chance, hoffentlich. Allerdings könnte ich mir auch gut wieder vorstellen, dass Christian Keller dann wieder dazwischen funkt und sagt, ich habe die aber gekauft, ich möchte nicht, dass sie als Transferflops gelten, gib ihnen nochmal eine Chance und so weiter. Ich bin überzeugt, dass er sich in die Trainingsarbeit einmischt, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Er dementiert es zumindest, das kann ich euch jetzt schon mal vorwegnehmen. Ebenfalls Marc Uth hat ein wundervolles Freistoßtor geschossen. Endstand war dann auch 1-1, aber was hängen bleibt, ist auf jeden Fall dieses Freistoßtor. Ich hatte ehrlich gesagt angenommen, wir werden Marc Uth nicht mehr im Profibereich sehen. Jetzt tastet er sich langsam heran und ich sage ganz ehrlich, das Tor, wenn ihr es gesehen hättet, ich darf es hier leider nicht einblenden aus Copyright-Gründen, das sind die Tore, die ich vermisse. Also jetzt nicht aus dem Spiel heraus, wir haben schon ein paar schöne Weitschusstore bisher in der 2. Liga geliefert, aber ich rede von diesen wundervollen Freistoßtoren. Ich war davon immer ein großer Fan, da bin ich in dem Punkt Nostalgiker, Sinisa Mihajlovic, Roberto Carlos, Spieler, die ich sehr bewundert habe, und sowas von Marc Uth zu sehen im Profibereich, das wäre für mich ein Traum und würde ich mir sehr wünschen. Es macht auf jeden Fall Hoffnung, wenn er dann nochmal zu einem Einsatz kommen sollte. Das ist natürlich die Frage. Es war jetzt ein Freundschaftsspiel und wir wissen jetzt nicht, inwieweit wir nochmal ein Comeback von ihm erleben dürfen. Ja, dann nächstes Thema, liebe Freunde. Eigentlich schon, kann man sagen, das Hauptthema, das wichtigste Thema heute. Ja, es gibt keine Lösung für die Ausbau, für das Nachwuchsleistungszentrum, beziehungsweise den Ausbau am Geisbockheim. Am Express stand dann auch die Schlagzeile: keine Geisbockheim-Lösung, trotz Baugenehmigung. FC-Boss mit klarer Forderung. Dann wird es den Neubau nicht geben. Ja, denkst wirklich, die Stadt zittert, wenn man sowas sagt. Jedenfalls geht da halt darum, kurz und knapp gesagt, wir haben ein Problem, die Satellitenplätze zu finden, weil wir müssen dort so merkwürdig umbauen, dass nicht alles an einem Ort stattfinden kann. Wir kriegen schon wieder nicht genug Trainingsplätze, weil wir schon wieder irgendwelche Kompromisslösungen eingehen müssen. Ist uns allen allgemein bekannt, aber mein persönlicher Kommentar dazu, das juckt die Stadt Köln gar nicht. Es juckt sie gar nicht. Die sind auch abgefuckt höchstwahrscheinlich, dass sie vor Gericht gegen uns quasi verloren haben und jetzt uns im Prinzip eine Baugenehmigung erteilen müssen.
aber sie tun alles, um uns Steine in den Weg zu legen. Jeder mögliche Stein, der den 1. FC Köln aus Köln vertreibt, wird wahrgenommen. Jede Möglichkeit. Ist auch kein Wunder, wenn in dieser städtischen Regierung offensichtliche Fans vom Pharmakonzern aus dem Nachbardorf vorhanden sind. Insbesondere unterstelle ich das offiziell hier mit Henriette Reker. Ich glaube persönlich, sie ist Fan von den Pillen. Da bin ich überzeugt von. Ja, das ist eine Mutmaßung. Und ich sage ganz ehrlich, das ist meine Definition von Tratsch. Tratschen ist zumindest in meiner serbischen Kultur Mutmaßen, Gerüchte streuen und so weiter und so fort, Vermutungen anstellen. Das ist Tratschen und ich tratsche jetzt. Und ich sage ganz ehrlich, Henriette Reker ist ein Feind des 1. FC Köln. Weil wir stören sie. Wir sind zu fanatisch, zu verrückt, wir machen zu viel Ärger. Ne, so Vandalismus und solche Geschichten, halt Pyro, Emotionen, das ist halt bei so einer Regierung nicht gewünscht. Die wollen halt es natürlich, dass es in Köln ruhiger angegangen wird. Und natürlich ist der FC mitschuld, wenn es in der Stadt etwas chaotischer läuft. Ne? Das ist auf jeden Fall touristisch der Stadt eine, ja, wie soll ich sagen, eine fast schon Pole Position im deutschen Fußball bringt, dass sehr viele Touristen und Übernachtungen dafür sorgen, dass auch noch zusätzliche Steuergelder und dergleichen in die Stadt fließen. Davon redet natürlich keiner. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich finde es halt schade, dass der 1. FC Köln eine wundervolle Stadt quasi hat. Das heißt, der Verein ist auch deswegen so attraktiv, weil die Leute auch dieses kölsche Feeling mit im Stadion drin haben. Die Stadt ist nun mal sehr interessant, aber ist halt nicht gern gesehen, der FC. Ist nicht gern gesehen. Das ist sehr schade. Alle anderen Städte kommen ihrem Verein entgegen. Nur nicht die Stadt Köln. Der FC stört. Ja, wäre aber natürlich auch gleichzeitig schade gewesen, wenn wir irgendwie so eine Relocation machen. Zum Beispiel nach Hürth oder nach Bergheim. Ja, das sind alles FC-Gebiete. Die Leute würden mit einem lachenden und weinenden Auge den FC dort annehmen. Und ich möchte euch noch sagen, selbst wenn es zu so einem Umzug mal gekommen wäre, wir hätten es uns auch schön reden können. Das ist immer noch Regierungsbezirk Köln. Wir sind eine Stadt mit einem eigenen Regierungsbezirk. Vergiss das bitte nicht. Also, das wäre jetzt trotzdem immer noch der 1. FC Köln gewesen, wenn wir dahin gezogen wären. Aber gut, tun wir jetzt nicht. Ich bin auch froh darüber. Ich liebe ja das Geisbockheim, wo ich übrigens am Dienstag, 10:30 Uhr ist Training, ich werde diesmal dabei sein. Diesmal bin ich da. Wer mal Hallo sagen will, soll sich nicht zurückhalten. Ich bin da. Mal gucken, ob auch Pierre dort ist. Kläre ich noch mit ihm. Aber ich bin auf jeden Fall da. Zusammen mit einem Kumpel von mir. Deswegen, wenn ihr mich mal sehen wollt, ich bin am Geisbockheim. Dienstag 10:30 Uhr. Ja, aber wie gesagt, das ist meine Mutmaßung. Ich glaube, die Stadt Köln ist geprägt von Fans dieses sogenannten Vereins, dieses ersten Konstrukts im deutschen Fußball. Gestützt von einem Pharmakonzern, gegründet von einem Pharmakonzern als Werbemaßnahme und deswegen, das ist meine Mutmaßung, warum uns so viele Steine in den Weg gelegt werden. Der 1. FC Köln stört. Der 1. FC Köln stört. Und man will ihn möglichst aus der Stadt jagen. Ja, sehr, sehr schade. Aber da kann man immer noch gegen vorgehen. Wir haben schon ein paar erste Ansätze gezeigt, dass wir doch noch irgendwie den Paroli bieten können. Wichtig ist, dass der FC trotzdem weiterhin in Köln bleibt, aber am liebsten natürlich am Geisbockheim. Das ist unsere Heimat, dieser schöne Wald und dergleichen. Ja, schade, dass da sehr viele sich dagegen wehren, weil man einen Regenwurm töten könnte durch den Ausbau. Ja, mehr sage ich dazu nicht. An der Stelle zu dem Thema. Als nächstes Thema dann direkt Christian Keller. Also, letzte Woche hatte ich ja schon gemutmaßt, dass er sich in die Arbeit des Trainers einmischt. Dass er quasi die ganze Zeit vorgegeben hat, es wird Viererkette gespielt, Jonas Obig ist die Nummer 1 und dergleichen. Das hat er jetzt natürlich dementiert. Im Geistblock hat er ein Interview gegeben, hat, wie es hier heißt, mit den Gerüchten aufgeräumt. Er fragt sich, wie man auf so etwas kommt. Wurde zu viel reininterpretiert. Da sagt er zum Beispiel, ich frage mich wirklich, wie jemand auf so eine Idee kommt. Das verstehe ich nicht. Ich fühle mich jetzt mal nicht angesprochen, ich bin zu klein als YouTuber, sage ich mal an der Stelle. Es wäre viel reininterpretiert worden. Aber es muss ja auch Indikatoren dafür geben. Und da sagt er ja zum Beispiel in Bezug auf die Dreierkette, die Dreierkette ist kein Verstoß gegen unsere Spielidee. Und wenn wir mit Dreierkette Spiele gewinnen, dann spielen wir Dreierkette. Ja, okay, dann lass auch mal bitte den Trainer machen. Lass ihn bitte machen, weil ich persönlich sag mal so zu Christian Keller, ich glaube ihm nicht.
Ich glaube ihn nicht. Der hat schon sehr oft die Wahrheit verdreht. Auch hier das Ding hier mit den Zeugenaussagen und dergleichen. Ja, wir haben Zeugenaussagen, die eindeutig belegen können, dass wir hier alles vernünftig gemacht haben mit Ljubljana und dergleichen. Die Familie kann das bestätigen und so weiter und so fort. Ich glaube ihm nicht mehr. Ich persönlich glaube wirklich, dass Christian Keller da ein bisschen so gesagt, nee, Viererkette wird gespielt, Jan Thielmann ist ist der Rechtsverteidiger, wir machen das nicht anders. Hast du verstanden? Ich habe dich extra dafür geholt. So kann ich es mir gut vorstellen. Wird natürlich jetzt dementiert, um den Frieden zu wahren. Aber natürlich, das Dementi muss man mit thematisieren. Das muss man mit thematisieren. Aber ich selber möchte einfach nur hier, dadurch, dass ich dieses Dementi jetzt mal mit reingenommen habe, wie gesagt, er sagt natürlich, das wäre nicht so, der Trainer hätte da freie Hand und die Arbeit der Profimannschaft, also jetzt mal so kurz gefasst, würde sich natürlich vehement von dem unterscheiden, was die Nachwuchsmannschaften für eine Vorgabe haben. Ne? So nach dem Motto, wie ich eigentlich immer sage, tu mal alles für den Sieg. Trotzdem glaube ich ihm nicht. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube wirklich, Gerhard Struber hat sich diesmal durchgesetzt. Und ich glaube, wir erleben gerade den wahren Gerhard Struber. Ganz ehrlich, also ich habe halt so den Eindruck, wenn Christian Keller da von sich redet, warum machst du es nicht in Doppelfunktion? Die paar Male, die du jetzt einen Trainerwechsel durchführen musstest. Warum machst du nicht in Doppelfunktion? Wie das mal Felix Magath gemacht hat. Würde ich mal gern sehen. Der hat einen Trainerschein. Wenn es mal zu der Gelegenheit kommt, komm, zeig mal, ob du es besser kannst. Zeig mal, ob du es besser kannst, dann sei gleichzeitig Trainer wie auch Sportchef. Das würde ich gerne mal sehen. Weil er so immer so daher redet, als hätte er ja schon 2 Meistertitel gewonnen. Und der redet auch so daher, als ob der FC die letzten paar Jahre zwischendurch mal einen DFB-Pokal gewonnen hat. Und das ist etwas, was, ich sag ganz ehrlich, ich kann ihn nicht mehr hören, ich kann ihn nicht mehr sehen, ich will ihn so gerne aus diesem Verein raushaben. Das zählt jetzt nicht für Gerhard Struber, ja, hier und da konnte man vielleicht darüber reden, ob das eine gute Entscheidung war, ob das eine personell gute Entscheidung war, ihn zu holen. Stand jetzt, scheint es wohl so zu sein, zumindest solange Struber und seiner Linie gefolgt wird. Scheint ja wohl wirklich zu sein, wenn du seiner Linie folgst, dass es dann funktioniert, aber dafür muss natürlich auch überzeugend sein. Aktuell scheint Struber überzeugend zu sein, aber ich glaube nicht, dass es Keller ist. Habe auch gehört, als er in der Kabine eine Ansage gemacht hat an die Mannschaft, dass einige gekichert haben. Stand, glaube ich, auch in Geistblock drin. Bin mir nicht sicher. Aber ich sage ganz ehrlich, er hat doch eine schwache Wirkung. Stellt dir mal in Vertragsverhandlungen vor. Ja, wir haben eine Gehaltsobergrenze, du darfst maximal so und so viel verdienen. Und ja, lieber Verein XY, ja, ich weiß, ihr wollt 2 Millionen, aber können wir nicht auf 500.000 runtergehen? Tut mir leid, so genauso stelle ich mir das vor. Ein sehr, sehr schwacher Manager. Ein sehr, sehr schwacher Manager. Wahrscheinlich der schwächste, den wir eben in unserer Vereinsgeschichte hatten. Außer im finanziellen Bereich, die Gesundung des Vereins in dem Punkt rechne ich ihm hoch an. Aber vielleicht sollte er einfach nur sich auf den finanziellen Bereich beschränken und wir ihm jemand anderes für den Bereich Sport an die Seite stellen. Das wäre vielleicht, wenn man den nicht entlassen will, meine Lösung. Ja, das wären jetzt zu den beiden Grundthemen alles, was ich dazu zu sagen habe. Und dann kommen wir auch direkt mal zu einem kleinen Mini-Haul. Ja, letzte Woche war der Vlog aufgrund des Heimsiegs gegen die Spielvereinigung Fürth kostenlos. Ich habe mir dann jetzt endlich mal das erste Feldspieler-Trikot zugelegt. Kennt ihr ja schon alle aus unseren Auswärtsspielen. Ja, ich habe ja gesagt, ich lege mir das zu, sobald die Gelegenheit da ist. Und warte natürlich erstmal ab, welcher Spieler sich wie denn so macht. Weil die meisten aus dem Kader habe ich schon. Weil sie ja schon jahrelang zusammenspielen und die Kasssperre dazu kam. Ja, und deswegen, wie schon vielleicht einige in meinen Kommentaren zuletzt gesehen haben, Julian Pauli. Oder Julian Pauli. Entschuldigung, jetzt habe ich Pauli gesagt. Das macht mich voll kirre, dass er auf der einen Seite eine englische Aussprache seines Vornamens wohl bevorzugt, aber auf der anderen Seite für seinen Nachnamen eine deutsche Aussprache. Das macht mich kirre. Deswegen, ja, Julian Pauli. Und dann noch einmal dieses sehr entspannte T-Shirt. Ja, ihr hört im Hintergrund meinen Wecker, verdammte Scheiße. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter, ich schneide das hier nicht raus. Ja, dieses T-Shirt ist im Relax Fit und ob ihr es glaubt oder nicht, also Relax Fit Schnitt und ob ihr es glaubt oder nicht,
Das ist T-Shirt Größe S. Und das steht mir locker, kann ich euch gerne zeigen. Also, damit ihr Bescheid wisst, ihr müsst auf jeden Fall mindestens eine Nummer kleiner kaufen. Ja, das ist Größe S. Ja, ich weiß, ich habe so hier und da meine Fettpölzerchen, muss ich erstmal mit leben. Gibt Schlimmeres. Es gibt manche Leute, die, sagen wir mal so, mich bei Weitem übertreffen. Da bin ich noch gut dabei. Ich weiß, ich müsste mehr Sport machen. Aber ja, das ist T-Shirt Größe S. Das wird schon auf jeden Fall ein angenehmer Sommer mit diesen Shirts sein. Kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Aber auch nicht günstig. Vielleicht wird es ja gegen Ende der Saison günstiger. Hat mich 26 Kröten gekostet mit meinem Mitgliederrabatt. Für euch dann ungefähr 29. Ja, das ist dann alles für diese Woche, was ich dazu zu den ganzen Ereignissen, die ganzen FC-Ereignisse in dieser Woche so zu berichten habe. Klar, nächste Woche geht es dann normal weiter. Spieltagstalk zu Münster, dann natürlich auch die Reaction da drauf und dergleichen. Ich werde mir das Spiel in einer Fankneipe ansehen. Aber da kommt noch was, ich will euch nicht spoilern. Da kommt noch was, da will ich euch nicht spoilern. Das wird ein paar Wochen dauern. Aber mehr sage ich dazu nicht zu meinem Besuch in dieser Fankneipe. Ja, das wäre alles, was ich an der Stelle zu sagen habe. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.